Also ich erwarte einen guten Abend von der Freiheit. Ich habe gehört, wir sind berufen zur Freiheit. Und sie wollten sich ein 60-Kalb mitbringen. Ich habe gesagt, das verschießt nur die Bühne. Machen wir ein Styropor-Kälbli. Und wir sind heute Abend im 2. Mose 34 unterwegs. Und ich bin wirklich pumped. Ich durfte den International schon machen. Am Morgen im ICF Teens. Hat es Leute vom Teens da? Come on! Was Feier! Hey, das glauben die nicht. 13 bis 15, da geht der Bär ab. Das ist also richtig nice, wenn du siehst, es ist egal, ob du 13 oder 35 oder 50 bist, um Jesus zu lieben und ihn zu ehren und ihm nachzufolgen, gibt es keine Altersbeschränkung. Es gibt auch keinen Junior-Heiligen Geist, es ist überall genau gleich. Und danke für die Arbeit, die ihr macht dort. Ich war so einfach begeistert gewesen. Ich möchte euch kurz mitnehmen in die Story, wo wir heute sind. Vielleicht zeigt dir das goldige Kalb etwas. Es geht heute um eine Geschichte, wie Gott sich an Mose vorstellt. Und das Volk Israel ist aus Ägypten geführt worden und hat ja 40 Jahre in dieser Wüste sein. Und ist aber von Gott geführt worden dort. Am Tag durch die Wolkensäule, in der Nacht durch eine Feuersäule. Und er hat geschaut, dass sie Essen haben, Manna vom Himmel, Wachteln. Also Gott hat wirklich provided. Er hat geschaut, dass seinem Volk gut geht. Der Mose hat die riesige Ansammlung von Menschen geführt in dieser Wüste. Und eines Tages ist der Mose zu Gott gerufen worden, auf den Berg Sinai, die 10 Gebote abholen. Auf Steintafeln hat er die 10 Gebote aufgeschrieben und hat sie abgenommen, wieder zum Volk. Und das Interessante ist, er war eine gewisse Zeit dort oben mit Gott zusammen. Und das Volk ist schon durch den Wind gewesen. Die haben gesagt, du, ich glaube, der Mose, der kommt nicht mehr. Der ist gestorben. Scheibe, was machen wir jetzt? Unser Anführer, der mit Gott geredet hat, der ist weg. Ich glaube, wir müssen unseren Schmuck zusammenlegen und uns irgendetwas veranschaulichen, ein goldiges Kalb bauen, wo wir drum herumtanzen und anbeten. Ich denke, so könnten wir unser Herz wieder füllen mit Hoffnung, weil jetzt sehen wir wieder, jetzt haben wir wieder einen Gott, den wir anschauen können. Sie haben das gemacht. Mose kommt vom Berg oben runter, sieht die wilde Meute um das Kalb tanzen, rührt. Ist so verrückt auf das Volk, rührt die Tafel am Boden. 3000 Menschen sterben. Und er zieht sich zurück und geht mit Gott ins Gericht und sagt, Herr, was hast du mir da für ein Volk gegeben? Ich sollte die Leute führen, aber kaum bin ich eine Zeit lang weg, machen sie schon ein goldiges Kalb. Sie haben schon einen neuen Gott gemacht. Sie haben schon vergessen, was du ihnen da hast. Und er hat mit Gott gerungen und er hat gesagt, zeig mir, dass du mit mir bist. Zeig mir, dass du mich nicht verlassen hast. Und Gott sagt, komm noch mal auf den Berg. Und er geht noch mal dort rauf und er kommt das 2. Mal die Gesetzestafeln über. Und er sagt, Gott, lass mich dich sehen. Und der Herr sagt, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, aber ich stelle dich da in eine Felsspalte und werde an dir vorbeigehen und du wirst mich von hinten sehen, meine Herrlichkeit. Und genau so ist es passiert. Und der Herr ist an Mose vorbeigegangen. Und jetzt musst du dir vorstellen, mit all diesen Fragen, die der Mose im Herz gehabt hat, mit all diesen Sachen, die er nicht mehr durchgesehen hat, wo er gedacht hat, ist Gott wirklich noch mit mir? Lesen wir im 2. Mose 34. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, ich bin der Herr, der barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Liebe und Treue. Ich bewahre den Menschen meine Liebe über Tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, aber ich lasse sie keineswegs ungestraft. Ich suche die Schuld der Väter heim an den Kindern und Großkindern, bis in die 3. und 4. Generation. Ist krass, also so stellt sich Gott vor. Wir wollen heute in diesen 2 Versen bleiben und das ein bisschen auseinandernehmen und etwas lernen, wie Gott das gemeint hat. Am Anfang stellt er sich ja vor,
Seine Barmherzigkeit und Gnade gegenüber den Menschen ist Ausgangspunkt. Das ist das erste Statement, das er gemacht hat. Also Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist ein Gott, der gern vergibt. Das ist sein Naturell. Er will Menschen frei sehen. Er sagt, hey, meine Gnade, meine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist nichts anderes als, du hast es nicht verdient und trotzdem gibt es dir. Amen. Er vergibt gern. Das ist seine Aussage. Das ist das erste Statement, das er macht. Ein ermutigendes Wort für dich und für mich. Gott stellt sich dir so vor. Und dann sagt er, dann schreibt er, ich bin langsam zum Zorn und von großer Liebe und Treue. Was heißt das, ich bin langsam zum Zorn? Aber ich habe gemeint, Gott ist Liebe. Kann denn Gott zornig sein? Ich will dir sagen, wenn du durch die Bibel durchgehst, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott kann zornig sein, aber Gott ist nicht zornig auf einen Mensch, sondern Gott ist zornig auf die Sünde. Und warum? Sünde verhindert immer Leben. Sünde bringt immer den Tod. Immer. Er hasst die Sünde, weil die Sünde zerstört Menschen und entstellt uns, dass wir nicht mehr so aussehen wie Jesus. Amen für das stimmt. Versteht ihr? Gott ist nicht zornig auf ein Menschenherz. Gott ist nicht zornig auf einen Menschen, den er ja geschaffen hat im Bauch von deiner Mutter. Er hat dich wählen. Er ist zornig auf die Sünde, weil die Sünde verhindert Leben. Die Sünde bringt immer den Tod. Und das ist eine krasse Aussage. Und wenn er sagt, ich bin langsam zum Zorn, von grosser Liebe und Treue heisst das nichts anderes als, ich habe Geduld mit meinen Menschen. Ich habe Geduld. Es gibt eine Möglichkeit, umzukehren. Verstehst du? Fakt ist, Sünde verhindert Leben und irgendeiner zahlt für die Sünde. Wir kommen nachher noch dazu. Also entweder bin ich, wenn ich das anschaue, ein Sklave von dem goldigen Kalb. Ich habe mir nämlich einen Altar bauen, weil ich probiere, meine Leere in meinem Herz zu füllen mit etwas, wo nicht Christus ist. Und ich zahle für das. Es sei denn, ich mache einen Schritt. Bewusst. Ich nehme die Kette, ich hänge sie ab und ich mache einen Schritt an das Kreuz. Und ich hänge das an das Kreuz an, weil ich weiss, von dem Kreuz fließt das vergebende Blut von Jesus. Irgendeiner zahlt für die Schuld. Entweder du selber oder Jesus. Ihr kennt mich. I am preaching righteousness. Ich predige Gerechtigkeit. Du bist heilig, dir ist vergeben, du bist ein gerechter Baum. Du bist sündlos. Genauso sehe ich mich, aber das heisst nicht, dass ich auch nicht gefreit bin, eine Sünde zu tun. Und darum ist es wichtig, ein reines Herz zu behalten, damit ich auf das Kreuz schauen kann, damit das vergebende Blut von Jesus jede Schuld von meinem Leben wegwäscht. Versteht ihr? Und das hat nichts mit Anklage und Scham zu tun, sondern das hat mit einem Bewusstsein zu tun, jemand zahlt für die Sünde. Entweder du oder Jesus. Sünde verhindert immer Leben. Ich bin langsam zum Zorn. Er ist geduldig. Er schenkt jedem Menschen Möglichkeiten, sein ganzes Leben zu drehen zu dem Kreuz und zu sagen, Jesus, danke für das vergebende Blut. Es geht weiter in diesem Vers. So stellt er sich vor, musst du dir vorstellen, er stellt sich am Mose so vor. Der Mose hört das. Gott geht an ihm vorbei und er sieht ihn von hinten. Er hebt sogar seine Hand über ihn, damit er das überhaupt überlebt, weil die Gegenwart von Gott so stark ist. Er läuft vorbei
Und es geht weiter und er sagt, über Tausende von Generationen hinweg bewahre ich den Menschen meine Liebe. Das heisst, da ist ein Generationensagen, wo fließt von dem Gott, von dem Vater aller Vaterschaft. Wenn du die letzten Sündigen da gewesen bist, hättest du eine wunderbare Message vom Leo gehört. Wir sind eingepfropft in den wunderbaren Ölbaum. Abraham, Isaac und Jakob sind meine Vorfahren. Ich bin genau in der Linie. Ich sage Danke. Jeder himmlische Segen gehört mir. Weißt du warum? Weil Abraham, Isaac und Jakob sind die Stammväter von dem Volk Israel. Und ich darf ein Teil sein. Und ich danke Jesus dafür. Das nennt man ein Generationensagen. Gott stellt sich vor, der Segen geht 1000 Generationen. Wir schauen nachher ja noch den Fluch an. Der Fluch geht 3., 4. Generation. Der Segen geht 1000 Generationen. Das, was du heute an Gehorsam deinem Gott bringst, Saat, wo du säst, Ermutigung, Segen, gute Worte, geht 1000 Generationen weit. Ein Generationensegen ist etwas vom Stärksten, was du dir vorstellen kannst. Der Segen ist immer stärker als Fluch. Ich will euch ein Beispiel geben, 2 Beispiele. Ich habe das eine schon erzählt, das andere ist frisch ab der Presse. Vor 5 Jahren ist ein Teil landfrei geworden in Mettmerstetten, wo ich mich vorstellen konnte, dass ich das pachten möchte. Und das sind etwa 10 Bauern, die sich vorstellen bei dieser älteren Frau. Und ich war auch dort. Und ich habe gesagt, ich würde das Land gerne pachten. Und sie hat mir einen Kaffee gemacht. Und dann hat sie gesagt, für sie sei sowieso klar gewesen, dass wenn der Bauer jetzt aufhöre, der das Land, glaube ich, 30 Jahre von ihr gepachtet hat, sagt sie mir, du musst nicht weiter fragen. Es war für mich sowieso klar gewesen, dass es du überkommst. Und mir geht fast der Kaffee aus den Händen. Und ich, ja, aber wieso? Ich habe ja nichts gemacht. Ich kenne sie nicht einmal richtig. Dann sagt sie zu mir, vor 40 Jahren ist mein Mann gestorben. Da haben wir da noch gebaut. Und dein Grossvater war der Einzige, der vorbeigekommen ist. Und gefragt hat, ob er mir helfen kann, die Felder zu stellen für die nächsten 2 Jahre, bis wir eine Nachfolgelösung haben. Und das habe ich eurer Familie nie vergessen. Versteht ihr? Amen. Das nennt man ein Generationensagen. Da war mein Grossvater, der übrigens noch lebt, 89. Hat gestern gerade eine erfolgreiche Knieoperation hinter sich gehabt, damit er unterwegs sein kann. Er hat etwas gesät und nicht gesehen. Und 40 Jahre später kommt doch der Dominik und hat nichts da und empfängt den Segen. Wie kraftvoll, dass du der kannst sein, der einen Segen säen kann. Und die neueste Story ist, ich habe vor 6 Monaten einen Betrieb, wo mir das Land in Mettmerstetten angrenzend an meinem Betrieb seit 24 Jahren das Land bewirtschaftet von dieser Familie, kommt zu mir. Die Frau ist 92, hat 4 Kinder, sind alle zwischen 60 und 65. Sie kommen zu mir und sagen, wir müssen mit dir zusammenhocken, Dominik. Und ich, oh nein. Wir hocken zusammen, sie sagen, wir wollen den Hof schätzen. Wir wollen den verkaufen. Und ich sage, okay, dann schätzen wir. Normalerweise tust du so einen Hof offiziell schätzen und dann verkaufst du den auf dem offenen Markt. Und normalerweise geht der über für den 2- bis 2,5-fachen Preis, wo der geschätzt ist, geht der über am meistbietenden. Und ich habe das gewusst und ich hätte mir das nicht leisten können. Aber ich weiss noch, in meinen Spaziergängen, wo ich gebetet habe, habe ich gesagt, Jesus, wenn es einmal eine Möglichkeit gibt, den Hof zu kaufen, dann bitte könntest du schauen, dass es einen fairen Preis gibt für mich. Und ich weiss, ein Monat ist gegangen, sie läutet mir an, sagt, wir haben das besprochen, wir haben die Schätzung bekommen, du kannst wieder kommen. Wir sind an dem Tisch gehockt, die 4 Kinder, plus die Frau, die auf dem Hof wohnt. Und das sind die 14 Hektar Land und der Hof und das Haus. Und sie schauen mich an und sagen, wir haben es besprochen in der Familie. Ihr habt 24 Jahre dem Land treu geschaut. Und ich habe deine Kinder gesehen und wir wollen, dass du auch später noch spuren kannst. Darum haben wir gesagt, wir wollen es nicht öffentlich verkaufen. Wir geben es dir zum geschätzten Preis. Halleluja! Versteht ihr?
Das nennt man Generationen sagen. Das nennt man Treue von dem Gott. Habe ich das verdient? Nein, ich bin treu im Kleinen. Und Gott hat uns über Grösseres gesetzt. Ich will dich ermutigen, wenn er sagt, der Segen geht über 1000 Generationen, dann kannst du heute treu sein. Du kannst heute Leben sprechen. Du kannst heute sagen, bist gesegnet im Namen von Jesus Christus. Im International haben wir Leute, die gesagt haben, mein Herz bricht für Freunde, die dort und dort drinnen sind. Ich sage, es ist wichtig, dass du für sie bettest. Es ist wichtig, dass du segnest. Segen ist immer stärker als Fluch. Segen ist immer stärker als Fluch. Wenn du segnest, hat es Kraft. Wenn du sagst, in Jesus name ich segne dich mit Leben, dann kommt einer, der wohnt im gleichen Dorf wie ich habe den nicht gekannt, in der International Celebration, kommt zu mir und sagt, du kennst mich nicht, ich wohne auch in Mettmerstetten. Ich so, okay, ich laufe immer an deinem Hof vorbei. Ich habe da ein paar Fotos gemacht. Warum heissen deine Kälber Goodness, Faithfulness? Warum nennst du deine Kälber so? Dann sage ich, warum? Weil ich jeden Tag an diesen Kälber-Iglus vorbeilaufe, diesen Kälber auf die Hände lang, auf den Kopf lang und sage, du bist gesegnet, du wirst zur besten Kuh werden im Namen von Jesus Christus. That's what we call blessing. Versteht ihr? Ich will es euch persönlich machen. Der Segen ist immer stärker als Fluch. Fang an von Leben sprechen. Fang an von segnen, weil du wirst vielleicht nicht einmal das sehen, aber deine Kinder, deine Nachkommen werden es sehen und das ernten, weil du Gott treu gewesen bist. Ich will dich so ermutigen. Und nachher heisst es, ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, aber ich lasse sie keineswegs ungestraft. Ich suche die Schuld der Väter heim an den Kindern und Großkindern bis in die 3. und 4. Generation. Und da kommen wir jetzt auf den Fluch zu sprechen. Wie wir gesagt haben, einer zahlt für die Sünde. Entweder du hast das goldige Kalb und du zahlst selber für deine Sünde und der Sündenlohn ist immer der Tod, macht dein Leben kaputt. Oder du sagst, ich nehme und setze mein Leben auf das vergebende Blut von Jesus Christus. Und jetzt habe ich euch ein paar Sachen mitgebracht, die ich entdeckt habe im Neuen Testament, unter dem Neuen Bund. Gibt es Sachen, die der Paulus, der Petrus auch immer wieder ansprechen. Und ich will euch darauf aufmerksam machen, als wie ein Aufrütteln und sagen, hey, komm raus aus dem Zeug. Komm zu Jesus, damit dein Leben nicht kaputt geht. Heute ist es möglich, frei zu werden. Überall, wo Sünde aufgelistet wird, wo dich zerstört. Im Neuen Testament, das Erste, was immer erwähnt ist sexuelle Unmoral. Immer. Warum? Es ist eine Sünde gegen deinen eigenen Körper. Gott ist ein Fan von Sexualität. In einer wunderbaren Ehe zwischen Mann und Frau. Amen. Das darf man heute ja schon fast nicht mehr sagen. Versteht ihr? Sexualität außerhalb der Ehe. Du machst dein Leben kaputt. Homosexualität. Du machst dein Leben kaputt. Du zerstörst dich. Der Lohn ist der Tod. Der Teufel ist nicht fair. Ich will dich ermutigen, wir müssen es beim Namen nennen. Wir können jetzt einfach sagen, ja, das machen es alle, ist schon gut. Ich bin heute Abend gekommen, euch aufzurütteln und sagen, hey, es ist im Fall nicht der Zug ist nicht abgefahren. Das Blut von Jesus vergibt gern jede Schuld. Du musst den Sündenlohn nicht tragen. Sexuelle Unmoral, auch Pornografie macht dich innerlich kaputt. Viele von uns sagen, ja, weisst, ab und zu, hey, mach das Herz zu für das. Ich will dich so ermutigen. Und wenn 100-mal gehabt bist, wir stehen wieder auf. Weil Jesus will dich frei sehen. Weil Jesus will, dass du verheiratet bist und nach 35, 40 Jahren ein erfülltes Sexleben hast, wo du nicht musst hinter und vor und alles Zeug anschauen, damit du überhaupt noch geil wirst. Amen. Liebe Freunde, ich will euch so ermutigen, ich weiss, es geht tief, aber wir müssen es ansprechen.
Die Bibel redet davon, sag die Wahrheit, bist kein Lügner. Still nicht. Nimm nicht Sachen, die dir nicht sind. Im 1. Korinther sagt, hör auf stellen, egal was es ist. Es ist kein Segen drauf, es ist ein Fluch. Es zerstört dein Leben. Du darfst umkehren heute. Liebe Freunde, jegliche exzessive Genuss von Alkohol, wenn du jeden Tag ein Bier brauchst, ich ermutige dich, nimm das goldige Kalb, leg ihm die Kette weg und komm zu Jesus. Nicht gegen ein wunderbares Bierli, nicht gegen ein gutes Glas Wein oder einen schönen Whisky. Aber wenn du Alkohol brauchst, um deine Stimmung runterzubringen, um etwas zu füllen in deinem Herz, dann ermutige ich dich, komm in die Freiheit zu Jesus. Es ist kein Segen drauf. Ich weiss, von was ich rede. Meine Mami, seine Schwester, ist in ihrem eigenen Erbrochen gestorben. Weil der Alkohol sie zugrunde gerichtet hat. Und es muss nicht sein. Es muss nicht sein. Du kannst in die Freiheit kommen. Jesus, sein Blut hat zahlt auch für das. Egal, ob du Drogen nimmst. Es führt dich in den Abgrund. Vielleicht merkst du es, vielleicht sagst du, ja, weisst, nur am Wochenende ein bisschen das Jointli, um ein bisschen runterzukommen. Die Schuld nicht muss durch unser Leben durchgehen und unsere Kinder noch kaputt machen und unsere Urgroßkinder. Und es ist egal, was deine Eltern gemacht haben oder deine Grosseltern. Wichtig ist, was Jesus gemacht hat. Jesus hat jede Schuld getragen. Sein Blut ist genug. Verstehst du? Da gibt es andere Sachen wie, du gehst zu einer Wahrsagerin, Horoskop. Don't do it. Lies es nie. Das da ist dein Horoskop. Das da ist die Wahrheit. Hey! Versteht ihr? Der König Saul ist zu einer Wahrsagerin gegangen. Es hat ihn sein Leben gekostet. Er hat sich selber das Leben genommen mit einem Schwert auf dem Schlachtfeld. Und seine 3 Söhne sind mit ihm gestorben. Was meinst du, was der Fluch ausgelöst hat? Ich möchte euch so ermutigen, wir lesen kein Horoskop, wir machen keine Ouija-Boards, wir machen nichts. Wir machen nichts mit einem Wahrsagegeist. Wir machen mit dem Heiligen Geist etwas. Fortune telling, Cookies, no, no, no. Machen wir nicht. Christian Yoga. Hey, liebe Freunde, sofort davor rennen. Hey, ein Freund, den ich telefoniert habe, er ist auch da, ich habe ihn gesehen, hat mir gesagt, ich weiss, du hast mal eine Predigt gemacht und hat gesagt, ich habe noch nie gesehen, wo sich Yoga bekehrt hat. Verstehst du, Christian Yoga, so einen Scheissdreck gibt's nicht. Verstehst du, das ist nichts anderes als Hexerei. Du bettest fernöstliche Götter an. Sie sagen dir, du sollst deine Gedanken lehren. Die Schrift sagt, mach deine Gedanken voll mit dem Wort Gottes. Sing jeden Tag und Nacht darüber nach. Hey, ich musste lernen stretchen. Dann mach Pilates, stretch, das ist gut. Aber lass die Finger von dieser Anbetung, von diesen fernöstlichen Göttern. Ein anderes Ding ist Homöopathie. Hör auf, rühr den Scheiß weg. Es ist Hexerei. Hey, liebe Freunde, etwas potenzieren und eine Geistkraft freisetzen ist Witchcraft, ist Hexerei. Und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen nichts mit dem Tod zu tun haben. Du sagst, ja, wegen diesen paar Kügeli, rühr's fort, geh heim, spül's runter und nimm das Blut von Jesus und sag, da mache ich nicht mehr mit. Halleluja! Da mache ich nicht mehr mit. Ich mache nicht mehr mit. Nein. Hey, ich bin im Fall nicht gekommen, um euch zu verurteilen. Ich bin gekommen, ein paar Sachen aufzutragen. Weißt du, auch wenn du unwissend etwas machst, darfst du im Fall heute mit Freuden umkehren. Darfst du im Fall heute das Blut annehmen. Es vergibt alle Schuld. Es gibt keine religiöse Übung. Wir dürfen das Blut von Jesus annehmen. Uns wird jeder Fluch vergeben. Wir dürfen es bekennen und sagen, es tut uns leid, dass wir das und das gemacht haben. Vor 2 Wochen haben wir eine Frau angerufen und gesagt, ich bin am Sonntagmorgen in der Church, könntest du für mich beten? Ich bin zu Jesus gekommen. Früher habe ich eine Wahrsagerin aufgesucht. Und ich bin mit ihr angeguckt und du hast schon in ihrem Reden gemerkt,
sie hat umgekehrt. Sie hat gemerkt, das ist nicht gut. So haben wir einfach gebetet und gesagt, Jesus, es tut uns leid. Wir wollen das vergebende Blut von dir annehmen. Entschuldigung, sind wir an dem Wahrsagegeist aufgehockt, der nichts anderes im Sinn hat, als uns umzubringen. Verstehst du? Weisse Magie wird dich zum Tod bringen. Machen wir nicht. Handlesen machen wir nicht. Das machen wir alles nicht. Wir machen das Buch machen wir. Die Wahrheit machen wir. Und ich kann euch eins sagen, wenn ihr anfangt sensibel werdet auf das, dann werdet ihr, ich sage es immer meinen Kindern, egal was ihr in euer Haus bringt, segnet's. Und wenn ich an meine Befreunde komme und denke, sie haben noch ihre kleine Buddha aufgestellt, sage ich, rühr doch da raus! Was willst du mit so einem Götz in deinem Haus? Ich meine es ernst, wenn du die Heime hast, irgendetwas aus fernöstlichen Ländern, egal wo etwas mitgenommen hast, bitte rausräumen. Wir wollen doch die Heime im Frieden sein. Dann fragen mich die Leute, warum könnt ihr nicht schlafen? Dann sage ich, geh jetzt raus. Liebe Freunde, ich möchte euch so ermutigen am heutigen Abend. Gott will, dass wir frei sind. Und jetzt wollen wir auch in einen interaktiven Teil gehen. Weil schlussendlich geht es darum, du weisst, was dich angesprochen hat. Du weisst, heute ist niemand verurteilt. Wir alle haben Fehler gemacht. Wir alle haben in Ignoranz oder Unwissenheit Sachen gemacht, wo wir ein goldiges Kalb aufgebaut haben. Aber ich will dir heute Abend die beste Botschaft erzählen. Jesus nimmt jeden Fluch und wandelt ihn in Segen um. Wir dürfen es ihm ehrlich sagen, zum Abschluss Galater 3,13. Doch Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes gerettet. Am Kreuz nahm er den Fluch auf sich. Er ist für uns zum Fluch geworden. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der an einem Holz hängt. Liebe Freunde, ich möchte euch heute Abend fragen, wenn wir nicht den 1000 Generationen sagen wählen, wenn wir nicht umkehren und uns reinigen lassen von dem Blut von Jesus, damit wir zum Segen werden für unsere Kinder und Kindeskinder. Du musst nicht umtragen, was deine Eltern gemacht haben oder was du gemacht hast oder deine Grosseltern. Heute Abend, wenn wir miteinander Step by Step durchgehen, der Joel wird uns mitnehmen, weil wir frei werden können. Und das ist nicht anstrengend. Verstehst du, der Kampf zwischen Jesus und dem Teufel, der ist gerissen. Das ist kein Kampf mehr. Das ist so ein ungleicher Kampf, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Dämonen zittern wie im Aussprach von seinem Namen. Aber wir dürfen heute ehrlich werden mit unserem Herz, weil wir genau wissen, wo wir dran sind. Wir dürfen es beim Namen nennen. Und wir dürfen das annehmen, was Jesus für uns da hat. Joel, nimm uns mit in die praktische Anwendung. Ja, so schön. Vielen Dank. Komm, ich gerne da wieder noch mal ein Liebesapplaus. Ein treuer Krieger, er sagt die Sachen, die er merkt, die muss er ansprechen. Ich weiss nicht, was so auslöst, die Klarheit. Auf der einen Seite merken wir, ja, steckt, das ist richtig, wir wünschen uns nach Freiheit, wir wünschen uns die Klarheit. Und gleich kann es auch sein, dass es Leute da gibt, die merken, wow, es überfordert mich oder ich bin betüpft. Vielleicht ist auch Scham da. Und heute machen wir es darum ganz einfach, ich gehe mit dir durch. Und weisst, vor ein paar Wochen habe ich gemerkt, ich habe gerne Bier getrunken, ich liebe Bier, aber ich bin am Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich habe, glaube ich, ein Problem. Und wir müssen ehrlich werden mit dem. Und bin so froh, dass ich gewusst habe von Anfang an, wenn ich das anpacke, mein Gott ist mit mir. Es geht nicht um Scham, es geht nicht darum, jetzt irgendetwas reinzuhämmern. Es geht darum, dass ich anfange dort, Jesus, ich brauche Vergebung und ich brauche deine Freiheit. Und jetzt gehen wir das an und nehmen Schritt für Schritt, und zwar mit dem, was uns führt, mit dem Heiligen Geist. Und da stehen wir jetzt heute Abend und vielleicht fängt bei dir etwas an und alle Scham, alle Druck, um das geht es alles nicht. Es geht einzig und allein darum, dass für die Freiheit hat Jesus dich befreit. Und das soll
heute sichtbar werden. Und wir fangen zuerst mal an, du darfst eine Notiz führen, wenn du das willst, du darfst das aufschreiben in deinem Büchlein, was auch immer du hast. Zuerst einmal, wenn man einfach zuallererst um Vergebung. Dass man vielleicht Gott um Sachen Vergebung bittet oder auch, vielleicht weisst du, es gibt Sachen, wo du auch musst vergeben. Deine Eltern haben vielleicht nie, hast du das Gefühl, Sagen weitergeben oder zu wenig sagen oder irgendetwas. Dann schreib das schnell auf. Gibt es Sachen, wo du selber Gott um Vergebung bitten, als Kreuz bringen? Oder vielleicht gibt es auch Sachen, wo du merkst, bei deinen Eltern oder bei deinen Vorfahren, ich vergebe. Und so schneidest du wie die Schnur durch und machst es los von all dem, was da passiert ist. Jetzt ganz ruhig werden da im Raum innen auch Taschen so Körbchen durchdrehen geben mit dem Abendmahl. Bleib dran für dich selber im Gebet am Vergeben und nimm schon ein Abendmahl raus, weil ich will, dass wir heute Abend nachher alle zusammen das Abendmahl nehmen. Aber jetzt gehen dann schon so Körbchen durchdrehen mit Abendmahl. Und Gott, wir kommen heute vor dich, Jesus. Du hast gewählt, Jesus, zum Fluch zu werden. Du hast gewählt, den Preis zu zahlen. Das ist krass, du hast so Mose schon versprochen, dass alle Sünden wirst du heimsuchen. Und gleichzeitig bist du der, der gesagt hat, und ich suche sie heim bei mir selber an dem Kreuz. Ich bin die Lösung. Der Gerechtigkeit kann reinbringen wieder in das Leben. Gnade. Danke für deine Vergebung. Und jetzt laden wir den Heiligen Geist ein, um diese Sachen einfach abzugeben. Und vielleicht gibt es ein Wort, das du gemerkt hast. Vielleicht gibt es etwas, eine Verletzung oder irgendetwas. Was auch immer der Heilige Geist wie jetzt aufzeigt, hey, da ist etwas, wo du dich angekettet hast noch. Leg das zu Jesus. Und Jesus, wir bringen heute unsere Lasten zu dir. Wir bringen heute unsere Flüche zu dir. Wir bringen heute unsere Fesseln zu dir. Und wir legen es ab bei dir. Wenn wir Ja sagen zu dem, dass du gesagt hast, du willst zum Fluch werden und den Fluch tragen. Nimm es, Jesus, und vernicht es. Amen. Jetzt machen wir noch etwas,
Becher gehen weiter da drehen. Jetzt nimm dir einen Moment Zeit und wenn du vor Jesus stehst und schau noch schnell, ich glaube, Jesus will ein Segen noch geben in unser Leben hinein. So einen Segen, den du heute bekommst für Generationen. Oder ein Erbe von deinem geistlichen Stamm, wo du erben darfst. Durch den Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du uns durch deinen Heiligen Geist beschenkst. Und ich spreche über euch aus. Die Frucht vom Geist, die Gott in dir vollbringen will. Ich spreche Liebe aus in dein Herz, wo dein Herz zutiefst sich jetzt verankert. Liebe von deinem Vater. Ich spreche Freude aus, weil du darfst Freude haben, weil Freiheit dir zusteht. Ich spreche Frieden aus. Frieden in allen Situationen, egal ob du es verstehst oder nicht. Ich spreche Geduld aus in deinem Leben. Eine grosse Sicht, die auch aushaltet, wenn Spannungen herum sind oder etwas noch nicht perfekt ist. Ich spreche Freundlichkeit aus, wo du dich durch zu Menschen in deinem Umfeld scheinen darfst. Ich spreche Gottes Güte aus, über dein Leben, in deinem Leben und durch dein Leben durch, wo du seine Güte kennenlernen darfst. Ich spreche Treue aus, wo du befähigt wirst zu einem Leben, wo treu ist Gott gegenüber. Und er dich an meinen Nähe ist und du fähig bist für Beziehungen und für auch einen Glauben an Jesus, der treu ist. Ich spreche über dir aus Selbstbeherrschung. Dass du das, was du dir vornimmst, dass es gelingen darf. Und ich spreche über dir aus auch eine Sanftmut, wo du feinfühlig werden mit dir selber, mit dem Umfeld, was da ist und nicht mehr musst hart reingehen. Und in all dem auch spreche ich aus einen Glauben, der daran festhält, dass du frei bist, weil Jesus an dem Kreuz für dich gestorben ist. Und jetzt lass uns zusammen das Abendmahl nehmen. Und lass uns dazu aufstehen. Komm und danke Jesus. Nimm das erste Deckel und dann sollte das Brot rauskommen. Wenn Wein kommt, hast du das falsche Deckel aufgemacht. Dann musst du das andere auch aufmachen. Das ist ein bisschen ein Niffli-Zeug, aber macht nichts. Wo Jesus das genommen hat, das Abendmahl mit seinen Jüngern, hat er gesagt, schau, jetzt gehe ich ans Kreuz und ich lasse meinen Körper zerbrechen. Sprich, das Schlimme, das die Folge wäre von der Sünde, der ganze Fluch. Ja, ich bin bereit, alles zu tragen. Ich bin bereit, weil Freiheit in dein Leben zu bringen, für das bin ich gekommen. Das ist das, was ich will. Und heute akzeptieren wir das mit dem, dass wir das essen, Jesus. Du hast dich entschieden, Freiheit in unser Leben hineinzubringen. Und darum argumentieren wir nicht länger mit dir, sondern sagen Ja zu dem Geschenk. Danke, bist du zerbrochen worden am Kreuz. Und du hast alles getragen für uns. Und wir akzeptieren das über unserem Leben. Die Freiheit durch deinen Tod am Kreuz. Amen. Und wir trinken heute Abend den Traubensaft, weil du gesagt hast, Jesus, dass das ein Zeichen ist zur Vergebung von aller Sünde. Und Jesus, durch das Kreuz, durch den Tod, hast du die Macht, Sünden zu vergeben. Alle unsere Sünden zu vergeben.
Und wir akzeptieren das am heutigen Abend, dass du uns rein gewaschen hast. Wir sind heilig und rein, gerecht und in deinen Augen nur geliebt und angenommen. Und darum, Jesus, akzeptieren wir deine Vergebung mit dem, dass wir das trinken. Danke, Jesus, für deine Freiheit über unserem Leben. Und jetzt gehen wir in eine Worship-Zeit rein, wo wir einfach nochmal von Gott das so weiter bewegen. Und schau mal, ob er nochmal redet, halt dein innere Ohr offen oder mach einmal die Augen zu und schau auf ihn, ob er nochmal etwas zu geben hat. Und wenn du merkst, du bist nicht durchgebrochen, kannst du auch runterkommen. Bitte mach ein bisschen Platz in der Reihe, falls jemand runterkommen will und noch zum Gebetsteam. Dann geht noch zum Gebetsteam und wir machen uns zusammen einfach nochmal am heutigen Abend, tun wir nochmal Jesus gross machen in unserem Leben. Er hat uns wirklich befreit. Amen. Amen. Kommen wir zu worshipen. Herzlich willkommen bei ICF Sunday Night auf YouTube. Es ist uns eine Ehre, in dein Leben hinein unsere Messages zu geben. Jesus, glaube ich auch, kann das immer wieder auch nutzen, um ganz gezielt in all dem, was gesagt wird, und dich beschenken und dich inspirieren. Ich liebe es, so einen Moment zu haben, auch in einer Message, wo ich wie merke, okay, jetzt hat der Heilige Geist etwas ganz direkt zu mir gesagt. Eine Erkenntnis oder etwas, wo ich auch merke, okay, da leitet bei mir der Finger drauf. Vielleicht ist es sogar ein bisschen herausfordernd und gleich weiss ich, Gott in seiner Güte, in seiner Gnade, in seiner Liebe eifert um mein Leben. Und ich glaube, du hast auch so einen Moment gehabt jetzt und nimm die mit. Das sind für mich so die Schätze, die ich in meinen Alltag nachher transferieren will und mich damit beschäftigen. Mein Denken soll geprägt sein von genau so Erkenntnis, die Gott mir schenkt. Schreib das vielleicht nochmal auf oder bete nochmal darüber und vor allem vergiss es nicht, was Gott dir gesagt hat. Jetzt möchte ich dir noch einen Geheimtipp geben. Wir machen am Ende von dem Jahr eine Young Adults und Youth Conference hier bei uns in The Hall. Und ich lade dich ein, bist dort mit dabei und rutsch mit uns und vor allem mit Jesus zusammen in das neue Jahr. Es wird so eine kraftvolle, lebensveränderte Zeit sein. Melde dich an.